Herzlich willkommen zu enger neuer Episode Filmlife, den neue Fantastic Beasts aus am Kino. Sie hat hier genug Schwierigkeiten mit Neubesetzung und so weiter und so fort. Mehr als den dritten Teil, da lo besser wie den zweiten. Ja, meine Meinung dazu, gesehen da lo hi. Ich muss ein großes Merci auch in Nepolis für die Unterstützung von dieser Episode. Okay, wo soll man anfangen? Also den neuen Fantastic Beasts Dumbledore's Secrets wird mir definitiv schon mal besser gefallen wie den zweiten. Ich weiß nicht, den zweiten war für mich so ein Kuddelmuddel, aber wenn ich auch mich probieren und zurück zu erinnern, bleibt nicht ganz viel hängen. Das ist ja meistens schon, kann ich so ein ziemlich schlecht Zeichen, wenn nicht wirklich etwas von dem Film hängen bleibt. Aber den dritten haben sie schon wesentlich besser hingekriegt, ging ich so. Eine Kritik, die ich zum Beispiel gelesen habe, und auch zu 100% gegen unterstützen, als Dumbledore's Secrets als kein schlechter Film, aber eine schlechte Fortsetzung. Und das ist selbst meine Stadt kann ihn auch, also der kann ich heute so unterschreiben. Es ist ein Film, den eine relativ interessante Geschichte will erzählen, aber Schwierigkeiten hat, um die Viergänger umzuknappen. Ich weiß nicht, ob man da noch ganz folgen könnt, aber ich zeige gerade gerne ein bisschen einen Vergleich mit Star Wars Episode 7 bis 9. Du hast irgendwie von Film zu Film dezidiert, was zu machen wollen. Und das Gefühl habe ich irgendwie auch. Den ersten Film war noch relativ klein und sympathisch und es war nicht die große, riesige Bedrohung die ganze Zeit hier im Raum stand. Das war halt einfach mir locker. Du am zweiten Teil, ob wir uns gedacht, das kann Dialog nach viel groß abbauschen. Am meiner Meinung nach sind da Tonnen Plots abgemacht gehen, die sie wahrscheinlich selber mal nicht ganz wussten, wie sie weiterfeiern sollen oder wie sie zumachen sollen. Und lo haben wir heute den dritten Teil, den probiert, wie ich fand, das Ganze ein bisschen abzuraumen. Mit dem Dejeuner, den sie am zweiten Veranstaltung haben sie ein bisschen hier Schwierigkeiten. Ich will auch nicht so viel verraten, aber ich ging so, wenn in den Schluss, wenn den Film bis zum Schluss geguckt wird, an sich dann zurück erinnert, wo wir aufhängen. Also der ganze Weh, den wir da machen, also irgendwie sitzt er 2,5 Stunden da und alles war trotzdem irgendwie egal. Also, wir sind am Anfang. Ein Plot-Twist, das so gemacht ging, und da war das eigentlich schon. Versteht mich doch nicht falsch, das ist alles schön erzählt, das macht doch alles Spaß während dem Gucken. Also, ich will eigentlich den Film nicht schlecht schmerzen, weil, für Potter-Fans als das mischt einfach Spaß an die Welt anzutauchen, an das ob sich Rohrfrieseln zu losen und dann hat den einfach eine gute Zeit am Kino. Wenn den das Ganze aber dann ein bisschen reflektiert, mir den, ja, also den ist schon ein bisschen schwierig mit der ganzen Geschichte. So, das klingt doch alles relativ negativ. Und noch ein bisschen Graf Ugeras, ich will ja nicht so viel verraten, über das, was am Film so passiert. Aber kommen wir mal zu denen definitiv guten Sachen. Und das habe ich auf alle Fall der Cast. Wofür war ich kein ganz großer Fan von Johnny Depp. Ich fand Johnny Depp so ein guter Schauspieler, aber auch nicht so mega krass. Nur hast aber heute Mads Mikkelsen an die Rolle vom Grindelwald gesagt gehen, wo ich wirklich muss sagen, der Mads Mikkelsen ist doch einfach, den Mann ist einfach geborenen Antagonist. Der spielt das so souverän, den spielt das mit Herz und Seele, den Grindelwald, an der bringt das eine Selbstverständlichkeit von dem Charakter rüber, den Johnny Depp meiner Meinung nach nicht erreicht wird mit seiner Rolle. Also, das ist eigentlich auch schon ein bisschen traurig, weil der Film lebt knapp 1,5 Stunden und natürlich den Johnny Depp eigentlich schon vergisst. Und der Mads Mikkelsen ist komplett lode Grindelwald. Das ist ja eigentlich nicht schlecht, weil somit aus den Schauspielerwechsel eigentlich ziemlich sehr vergisst. Ich hätte mir gewünscht, dass der Mads Mikkelsen die ganze Zeit an der Rolle gewesen wäre. Ich denke, du wäre besser serviert gewesen. Und dann haben wir natürlich noch den Eddie Redmayne, den, wie ich fand, auch einfach ein fantastischer Schauspieler ist. Und Jude Law auch, den einen richtig flotten, guten Dumbledore aufgeht, den der auch schön spielt. Das sind einfach Schauspieler, die können das einfach. Aber es wird beim Eddie Redmayne zwar so nach so muss, irgendwie passt seine Rolle nicht so ganz an das übergeordnete Beast
düster Thema wenn man hun also ich denke Mist relativ das relativ sehr klar wat für ein Schi fuhren mir hun gibt man ganz deutlichen Zeche geschafft hat autoritäre Regimen die also ich denke dat miss jeder ein bisschen opfallen dass man ein bisschen Nazi-Uspielungen dran hun also dem Grindelwald Seite bisschen mir ob die Nazi-Schiene gefurgert dat dirfmänglisch chlor sind an der Geteil auch mal ganz chloren dat geht doch nicht probiert zu verschleiern da muss ja auch nicht verschleiert gehen mehr Hummer eben so ganz Thema wo Fremen hast behandelt wird an den Eddie Redmayne als irgendwie so ein also als Rolle an der Rolle vom Newt Scamander als irgendwie so ein unschuldigen so einen sympathischen kleine Charakter verhältnismäßig an dem großen übergeordneten wo so ein ja das beißt sich ein bisschen also mehr persönlich hat es besser gefallen wann den Newt Scamander seine Egerei gekriegt hat wie das mit dem echt Fantastic Beasts angefangen wird und dann natürlich Story zum Dumbledore am Grindelwald will den natürlich auch gerne weiter gesehen mir das hätte ich vielleicht an einem anderen Story an einer anderen Filmreihe machen da wird er ganz manchmal ein bisschen besser rüberkommen aber trotzdem muss in dem Film zu gut halten ein probiert viel glatte Bischle wat am zweite schief gelaufen ist an das kriegen sie ziemlich gut hin gefühlt also du bist eine kleine Neustart zu bisschen alles Remenke gereboot und dann können mal anständig viel fuhren und ich hoffe du hun sein Layer daraus gezogen an das Modulo eng richtig geil Geschichte wo ging das ging mich richtig freuen an auch benutzt May Satz irgendwie also an der Lash am Kino den Trend alles am Greenscreen zu machen an dem mal et gesei die nicht wann du nicht die neidisch bestraft lässt da gesei die wie Charakteren ausgeschnitten sind an etwas wirkt nicht authentisch wann ich und die all Harry Potter Sachen zurückdenken oder auch und die all Herr der Ringe Filme wo nach alles als Sets gemacht auf die kann den schaut nach so gut gucken da gesagt nach alles so gut aus an die Greenscreen Sachen an CGI Sachen alteren Teilweise so sehr auch High Humor schmule grad mir Szene wo Special Effects bombastisch ausgesehen man gesagt der Film gut aus an kann sehen wo ich mal denken der Gesetz verloren nämlich so gut aus also lo brauche ich noch nicht wie man der Exkus zu kommen mehr hatte Corona also als Sets an Halle wo Sets abgebaut gehen einer Filme 100 auch gekriegt also die Exkus brauchen nämlich zu kommen du wenn der hoffen es hat richtig viel Spaß beim Film der tut mir richtig Spaß gemacht die Charakteren zu gesehen Jude Law und Mads Mikkelsen zusammen zu interagieren war richtig flott Mads Mikkelsen an der Rolle der Obgrund zu gesehen war richtig flott Story aus spannend treiben trotz da sind sie schon seht okay so richtig viel man da recht mir denken du ein bisschen den zweiten Teil du schuld du gänge dem Film heute schuld nicht gehen kann ich so ein Potter-Fans schon gesagt Potter-Fans kommen op hier kachten dat mischt Spaß mir kommen Träger an Hogwarts an Soundtracks gehen die Momente abgerufen das einfach flott dat mischt Spaß ich denke nicht dass war Leute macht der Harry Potter macht gut nicht konnten aufhängen dass du da halb bei dem Film so also du muss ich mich aber alles nur holen nee dat denken nicht dat wird nicht passieren vergisst ich denke nicht geht dem Film dann auf alle Fall einfach eine Chance so nicht direkt du hast nicht weil da so nicht war ich denke dass sie nächste Schritt die du vielleicht gemacht gehen auf vielleicht irgendwann weil das Universum hört ja aber so viel zu bieten du hast ja aber ein Macht abgebaut gehen die grenzenlos Möglichkeit bietet anders denken Wizarding World die Werten lo vielleicht pro Schritt gebraucht für Lorenz kommen mir den könnt das ganz ob die richtige Schiene mischt einfach Spaß ich meine mehr erwarte von einem Harry Potter Film kein Oscar Nominierung mehr erwarten einfach an die Welt mal gezündet zu gehen ranzutauchen und einfach eine gute Zeit zu holen und da wird der Film gekriegt mehr kann den sich von so einem Film nicht erwarten an lo ich gerne wissen was als Meinung zu The Fantastic Beasts Filme wie von dir was für war ihre Favorit oder so da das für mich komplett durchgefallen nur Harry Potter für mich nicht bekommen könnt aber auch gerne so an auch wie nur den dritten Teil gefällt oder ob da natürlich gerne lieber den Johnny Depp oder Mads Mikkelsen an der Rolle gesehen wird du sie nicht zwar Menge Schnitt zu stimmen mehr kann ich immer probieren
Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß am Kino mit dem neuen Fantastic Beasts Dumbledore's Secrets.